Ja, ich hab noch was. Oh, ich hab gewusst, dass das Ding hilfreich ist. Schieß auf the Wendigo. Nein! Nein! Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Schmetterlingseffekt Aktualisierung aus nächster Nähe. Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Wir müssen weg hier! Scheiße! Oh, fuck. Geköpft. Oh, Scheiße. Gott, steht da noch. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Aus nächster Nähe. Ah, okay, Ashley hat die Tür geöffnet und Chris das Leben gerettet. Nee, also, ich mag's jetzt zwar überhaupt nicht, aber ich mach das jetzt nicht bewusst. Ich knall die nicht bewusst ab. Fuck, ich kann das nicht. Wie im Totem. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Weiter geht's mit der Lesestunde. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos, das ist falsch, Wendigo-Wag zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon. Von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Laut indianischer Sage auch rot, aber milchig-weiß ist durchaus wirklich in der Sage vertreten. Dann verlängern sich die Zähne, wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Hinweis entdeckt, Tagebuch, Geschichte. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen. Ja, und ich will sie lesen. Die Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektiert den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. Glücklicherweise habe ich Gänse und deine Tiere auch attackiert. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später Spuren von Radium. Sie gruben tiefer in den heiligen Berg. Die Crees sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Hinweis entdeckt, Tagebuch Kampf. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer... Die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Okay, dann lass uns mal weiterlesen. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger, wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigo-Wag erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Hinweis entdeckt. Tagebuch Biss. Das ist jetzt interessant. Oh. Oh, nein, 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 Was? nein, nein, nein. Was ist denn? Was steht da?
beruhigen. Hier steht, Schmetterlingseffekt Aktualisierung. der Biss... Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert Glück habt. überhaupt nichts. Glück habt. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Hier steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Hey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Zicke. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Alter. Tut mir leid. Tut mir so leid. Darf ich das jetzt auch mal lesen? Scheiße. Trophäe erhalten. Lass M rein in Kupfer. Wir müssen zu Mike. Sofort. Hey, ich mag das Lesen. Das ist gemein. Ich mag das Lesen, verdammt nochmal. Da haben wir hier gebissen. Mike hat Emily verschont. Ashley war in der Zwickmühle und hat die Wahrheit erzählt. Wer bekommt die Waffe? Mike steckte in der Zwickmühle. Ne? Emily hatte etwas, um den Angriff abzuwehren. Okay. Totems. Ich mag jetzt aber hier noch die Dinger, die aktualisiert sind. Hier haben wir schon was. Josh hat das gemacht, um seine Psycho-Story aufzubauen. Die Zeitung ist gefälscht. Josh hat sie drucken lassen, um den Eindruck zu erwecken, er sei ein Psychopath auf dem Berg. Okay. Das war Joshs Stimme. Es gab nie einen entflohenen Gefangenen. Ein weiterer Teil von Joshs Lüge. Es gab keinen Psychopathen. Doch, der Josh. Das müssen die Wendigo-Sichtungen gewesen sein, die der geheimnisvolle Mann gesammelt hat. Wie viele Schweine mussten sterben, damit Josh seinen Freunden Streiche spielen konnte? Josh hat die Axt hier als Teil seines Plans platziert, seine Freunde zu erschrecken. Josh hatte den Plan, all das ins Internet zu stellen. Josh hat die Zeitung gefälscht, um seine Psycho-Story zu untermauern. Die Birne passt in den Projektor, der in dem alten Hotel gefunden wurde. So hat Josh den Fernseher, die Türen und Beleuchtung in der Lodge gesteuert. Josh brauchte die Eingeweide für seine Todesmaschine, so viel Einsatz für die realistische Wirkung. Josh hatte viele Gelegenheiten, die im Laufe des letzten Jahres aufzunehmen. Josh wollte all das ins Internet stellen. Okay. Jetzt hatten wir das hier. Ja, das hatten wir schon. Altes Hotel, das hatten wir. Kampf. Und das wollte ich noch lesen. Ein Abschnitt des Tagebuchs über Biss des Wendigos. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigo-Wacke im Zaun. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Cree entstehen Wendigo-Wag durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Okay. Interessant. Okay. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Hä?
Joshua, warum hast du sie verletzt? Sie haben mich verletzt. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Es tut mir so leid. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Ja. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor etwas, das schlimmer ist als der Tod selbst. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Halt. Nicht liegen. Sag Gott, was ist das? Ja! Oh Gott. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte. Fuck, ich kann das nicht. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. So, jetzt spielen wir wieder Mike. 9. Verzweiflung. 2 Stunden bis zum Morgen. Wir nähern uns im Finale allmählich. Mike, Sanatorium. 5:03 Uhr. Okay. Na gut. Ja, wird interessant so allmählich, ne? Die steigen jetzt in Mike hinterher. Und mal abwarte. Die Emily, ich könnte es irgendwie noch bereuen, die am Leben gelost zu haben. Die macht nur stunk, das Vibe. Und mit der Jazz und mit dem Matt wissen wir auch noch nicht, was mit denen los ist. Und ja, der war jetzt hilfreich. Ich nehme mal an, der Fremde wird... Nee, Quatsch, Victor gibt's ja eigentlich nicht, ne? Weil das war ja alles nur Josh Fake. Keine Ahnung. Aber der Fremde auf jeden Fall. Ich könnte ihn einfach mal Victor nennen, aber ja, ich sage einfach mal der Fremde. Ja, der war ja eigentlich hilfreich. Das war ja ein etwas bärbeißiger, aber netter, hilfreicher Kerl. Er wollte ja auch der Josh nochmal mit befreien. Trotz allem haben wir von dem einige interessante und nützliche Dinge erfahren über die Wendigo-Wag, die jetzt hier unterwegs sind. Ich weiß, für jeden von euch wird es immer noch etwas befremdlich sein, der Plural von Wendigo als Wendigo-Wag zu hören. Aber da kann ich nichts dafür. Das ist tatsächlich Ureinwohnersprache. Das ist aus Indianersprache. Das könnt ihr auch definitiv nachlesen, dass der Plural von Wendigo wirklich Wendigo-Wag ist. So, jetzt sind wir da, wo wir vorher waren. Der Wolf müsste noch hier sein. Das müssten ja dann die Wölfe vom Fremde gewesen sein, ne? Vielleicht ist es jetzt gar nicht mal so verkehrt, dass ich mich mit dem Endewolf gut arg freundet habe. Das kennen wir, glaube ich, schon, ne? Das hatten wir schon. Ja. Das Totem hatten wir schon. Jo. Schade, dass wir nicht noch hier weiteres Zeichen finden, was wir jetzt erst finden. Ja, das hatten wir auch schon. Wundermänner. Tja, die Wundermänner haben sich wohl gegenseitig neigepfiffen und sind damit wegen ihrem Hunger zu Wendigo-Wag geworden, weil sie Hunger gehabt haben. Der Wendigo-Geist hat von ihnen Besitz ergriffen, da haben sie Kannibalismus betrieben und sind dann selber zum Wendigo geworden. Zumindest zum körperlichen Wendigo. Ich hab's doch schon von Anfang geahnt, dass sowas kommt, ne? Dass Wendigo wirklich hier was Wichtiges ist.
Weil, so wie die hier der Wendigo darstellen, ist der humanoid und ähnelt eher der Eisskelett-Überlieferung. Aber der Wendigo soll eigentlich auch ein Gestaltwandler sein. Ja? Also, ach, das kann er. Wo sind die Wölfe hin? Ja, das ist die Frucht. Mit M haben wir uns nicht gut gestellt, aber der andere müsste unser Freund sein. Okay, hier ist was eingestürzt. Die Kiste ist nämlich da. Das heißt, ein Knochen kann ich mir jetzt auch nicht mehr holen von der Wolf. Das war ein Zigarrenstummel. So ein gute Fremde war ein Raucher. Ah. Okay, hier können wir durch. Alles andere haben wir ja eigentlich auch schon hier gemacht. Ne? Und die Pistole hat er ja nicht mitgenommen. So. Was kommt jetzt? Da ist noch ein Totem. Sieht man noch ein weiß... Ne, noch ein brauner aus. Ups. Gefahrentotem. Natürlich gucken wir uns das sofort an. Wo ist es? Gefahrentotem, da ist es. Das ist der Mike, ne? Der Mike, der von einem Wendigo angegriffen wird bei Käfige. Okay. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wieder... Ah. Und okay, das war das Neue. Und den Fluch wieder. Ja? Alles klar. Okay, dann wissen wir doch auch wieder ein bisschen mehr. Wenn es nur ein Fetzer war. Das sind lauter Gräber. Wird der Fremde errichtet haben, ne? Provisorischer Friedhof. Adam White, 7.1.1904 bis 24.02.1952. Das ist der Todestag von alle drei. Evelyn Daniels, 16.11.1931 geboren. Der ist nicht gerade sehr... die Person ist nicht gerade sehr alt geworden. Und Charles Miller, 19.07.1926 geboren. Eieieiei. Das waren dann wohl wirklich die Bergarbeiter, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt 6 Bergarbeiter gestorben. Scheiße. Okay, das war wohl ein optionales Gebiet hier. Was ich an sich ziemlich cool finde. Um das zu vertuschen, haben sie dann wohl hier die Bergleute bestattet, die während ihrer Experimente oder Beobachtungen verstorben sind. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Gucken, was da ist. Die haben wir noch abgeschlossen. Okay. Und wie schaut's hier aus? Ne. Die Wölfe sind ach fort, ne? Okay, da können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen hoch. So, mal abwarten, was da dann kommt. Ich habe aber echt das dumpfe Gefühl, dass es wirklich positiv war, dass ich mich mit der Wölfe gut gestellt habe. Oder mit dem Ende zumindest. Vielleicht hält ja sein anderer Kumpel danach im Zaum. Müssen wir mal abwarten. Also bisher finde ich die Geschichte jetzt eigentlich sehr cool, nachdem der Josh Scheiß gelaufen ist. Und nachdem er jetzt wirklich mit dem ernsthaften Gegner zu tun hat. Mit der Wendigo Wag. Kann man in den Raum hier reinspringen. Und zapp. Jawohl. Was gibt's nur so blöd zu grinsen, Michel? Da haben wir. Was haben wir dann da? Ah, abgesägt die Schrotflinte und Munition. Sehr gut. Also Fackel, Nur ne? noch Mistgabel und Pöbel. Ja, genau. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, der Fackel. Und als nächstes die abgesägte Schrotflinte. Mitsamt jeder Menge Munition. Alles reinstopfen, was geht.
Das ist gut. Das ist ein gutes Muss Teil. reichen. Erinnert mich an die Shorty aus The Last of Us. Ich hätte mal gern noch mehr genommen. Also da hätte ich, glaube ich, je die Tasche voll gestopft, die ich habe. Und eine Fackel ist definitiv, ach, sehr praktisch. Gerade wenn der Wendigo Feuer scheut. Ist eigentlich laut dem Mythos, die einzigsten Möglichkeiten, Wendigo zu töten, durch, ja, Feuerever. Oder man flößt ihm laut Sage, wie war das, heiße Talgei, ja. Heiße Talg in der Körperreifüller macht der Mensch, wieder, oder heilt den Fluch, ne? Weil so das, angeblich das Eisherz vom Wendigo gebrochen wird, ja. Und, das ist ja eigentlich die Kreatur, die im indianischen Glaube für Völlerei steht. Eben weil der Wendigo Menschen frisst. Ist aber eigentlich an sich erstmal ein Geist. Wie sie das du auch gesagt haben, das ist ein Geist. Und ja, der manifestiert sich dann in Menschen und die verändern sich dann dadurch. Und wenn dann so dieser Gestaltwandler, Schattengestalter oder Elch und Mischgestalt aus Mensch und Elch. Das ist sehr interessant, so ein Mythos, wie ich finde. Und man hört hierzulande leider einfach viel zu wenig über indianische Sage, wie ich finde. So dabei sind auch die unglaublich interessant und spannend. Also indianische Mythologie ist definitiv ein sehr spannendes Thema. So, dann gehen wir... Ich glaube zumindest, dass wir wieder runter müssen und den Weg wieder zurückgehen müssen, den wir kommen sind. Okay. Ich könnte mich natürlich auch total irren. Aber ich glaube zumindest, wir müssen wieder dort den Weg zurückgehen. In den Schutzraum zurück, ne? Oder? Er guckt auf jeden Fall mal sehr listig und lurchig hier, der Mike. Wie sieht's aus? Nee, okay. Da kommen wir nicht durch. Scheiße, irgendwas habe ich mal wieder verpennt. Was ich zu machen habe. Aber an seiner Stelle hätte ich mal ohne Scheiß die ganze Box geplündert und hätte wohl die ganze Kuckler in jede mögliche verfügbare Tasche reingestopft. Finde ich persönlich auch nur wichtig, wenn man sich verteidigen kann. Und wenn es Gewehr das Einzigste ist, was die auf Abstand hält, wenigstens. Okay, nö, anscheinend muss ich nicht wieder zurücklatschen, sondern muss irgendwas machen, was ich allerdings nicht weiß, was ich machen muss. Der guckt doch rum wie ein Dachdieb, der Kerl. So, ich halte die Fackel mal wieder auf der Boote. So ein Stramer, der die ganze Zeit rum und guckt wie so ein Dachdieb. Das geht auch nicht. Okay. Jetzt guckt er überall auf der Boote. Was mache ich jetzt? Ah, da war ja noch was abgeschlossen. Vielleicht soll ich gegen Sessel rennen. Das wäre... Oder gegen Couch rennen. Das wäre auch nicht schlecht. Fürs erste Mal. So. Die muss noch aufgemacht werden. Die kann ich jetzt aufschießen, nehme ich mal an. Ja. Gut, dann gib ihm. Boah. Das ist aber laut wie Sau. So, wie schaut's aus? Oh, Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Das ist unser Freund. Hey, Großer. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ah, sehr gut. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Sehr gut. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das Sehr hin? geil. Jetzt habe ich einen Tierbegleiter. Kann's nicht besser sagen. So ist's brav. Geil. Ja, super. Jetzt gucke ich gerade mit dem Schmetterlingseffekt noch. Emily Haster. Sam ist ganz gut. Jess ist sehr gut. Ja, noch Jess ist es Sam.
Mike ist überhaupt nicht ehrlich und dafür extrem tapfer, so wie er romantisch ist. Neugierig nicht so, witzig, ja, witzig ist auch nicht gerade so wichtig. Schmetterlingseffekt, gerade nochmal gucken. Der beste Freund des Menschen, Mike hat einen Freund gewonnen. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium, ja geil. Und das war's soweit, ne? Okay. Super Sache, jetzt habe ich einen Wolfskumpel. Und ich jetzt Sache, an der Stelle mache ich mal wieder einen Cut, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee. Wow. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Fuck.